Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Sie bewegt sich doch. Also viele Menschen halten das überhaupt gar nicht für möglich, aber Kirche bewegt sich doch. Haben Sie in den Tagen jetzt die Bilder von Kiruna gesehen? Ist das nicht mega? In Schweden so eine Stabskirche einfach zu versetzen. Und alle nehmen Anteil, weil sie sowas nicht für möglich gehalten haben, dass so ein schweres, tonnenschweres Objekt versetzt werden kann. Ja, ich weiß, viele von Ihnen glauben, Kirche inhaltlich bewegt sich noch viel schwerer. Wie oft höre ich das, die Kirche müsste moderner werden, sie ist hinter der Zeit her, sie weiß gar nicht, was die Menschen so denken. Ich will jetzt nicht Kirche verteidigen, aber doch sagen, haben Sie schon gemerkt, wie wir uns geändert haben? Wie viel sich in Kirche geändert hat? Gerade auch nochmal vor, nach Corona, dass wir unterschiedlichste modernen Gottesdienstformen anbieten, mit jeder Form von Musik, dass wir Segensfeiern anbieten, dass wir auf den Friedhöfen unterwegs sind, wenn die Menschen dort sind, dass wir Kasualien, Taufen, Konfirmationen, Trauungen ganz flexibel an Orten gestalten, die ihnen wichtig sind. Dass wir als Kirche diejenigen sind, die wirklich fragen, was wollt ihr? Und die versuchen, euren Wünschen in Formen und Strukturen entgegenzukommen. Nein, das Evangelium ändern wir deswegen nicht. Deshalb bleiben wir bei der Botschaft von Jesus Christus. Wir passen uns nicht im Evangelium an, aber in der Form und in der Art, wie wir mit den Menschen unterwegs sind, bewegt sich die Kirche, auch ohne dass sie von Speziallastwagen wie in Kiruna in irgendeine Richtung gezogen wird. Ich mache Ihnen Mut, dass Sie mal genau hinschauen, wie Kirche bei Ihnen heute ist, ob sie wirklich so altmodisch und so hinter der Zeit her ist oder ob da nicht ganz, ganz viel Modernes passiert, was lohnenswert wäre wahrzunehmen. Und wisst ihr, warum sich Kirche bewegt? Warum es eigentlich gar nicht geht, dass Kirche sich nicht bewegt? Weil sie ist doch die Kirche des Gottes, der sich bewegt hat. Sie ist doch die Kirche des Gottes, der in Jesus Mensch geworden ist, der sich auf den Weg zu den Menschen gemacht hat, der jedem einzelnen Menschen nachgelaufen ist. Wie könnten wir einfach stehen bleiben? Mag sein, wir lernen die Lektion nur langsam. Mag sein, es geht nicht so schnell, wie jeder denkt. Und mag sein, es kommt vielleicht auch nicht das dabei raus, was Sie konkret von der Kirche erwarten. Aber glauben Sie uns, glauben Sie mir, wir wollen lernen, wir wollen uns bewegen, weil wir zu einem Gott gehören, der sich bewegt, der sich in Liebe zu den Menschen hinbewegt. Lassen Sie mich wissen, wie es Ihnen geht mit der Bewegung der Kirche. Und denken Sie daran, weil Gott sich so bewegt, sind wir beweglich, immer wieder neu, jeden Tag. Probieren Sie es aus. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.